wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wie die Ursache und Wirkung, zum Beispiel auch, was man denkt, die ganze Zeit das Erleben formt, dann kann man das eigentlich sehr gut zurückspiegeln. Und mir ist jetzt auch schon aufgefallen, dass es oftmals gar nicht viel braucht, bis, ja, sondern einfach einmal aus gewisses Verständnis, vor allem wenn man es zulässt, dass es wirklich auch eine Möglichkeit gibt, dass man mit seinem eigenen Denken seine eigene Realität schafft. Und wenn man das einmal spielerisch zulässt, merkt man eigentlich sehr schnell, wie fest dass man gesteuert ist, ja, von dem Ganzen. Und vieles läuft ja automatisch ab. Also eben, du reagierst auf irgendetwas, es passiert irgendetwas und du reagierst, ohne dass du dir das überlegst, wieso habe ich jetzt reagiert, sondern du siehst etwas und das nervt dich. Das Nerven an sich ist schon die Reaktion. Wieso das dich nervt, fragst du dich eigentlich gar nicht, es nervt dich einfach. Aber dass dich etwas nervt, ist eigentlich schon wieder die neue, ich sage jetzt mal, die neue Realität oder die neue Zukunft, die du dann produzieren willst in dem Sinn, weil du das Nerven, tust du etwas reaktivieren in dem Sinn oder wieder in die Welt setzen, dass die im nächsten Mal eigentlich wieder die Situation nervt. Und darum muss man Situationen anders anfangen zu bewerten, wertfrei die Situationen anschauen, dass man nicht mehr reagiert, weil die Reaktion tut die Zukunft produzieren. Und wenn man das einmal so genauer betrachtet oder auch beobachtet, dann nimmt man immer mehr oder merkt man immer mehr, dass das wirklich so ist. Und dann hat man auch, dann kommt man auch Macht zurück über, dass man kann sagen, okay, ich weiß jetzt, wenn ich gleich reagiere, wie ich es bis jetzt gemacht habe, dann werde ich das Gleiche erleben, wie ich es bis jetzt erlebt habe. Dann kann man sich fragen, will ich das oder will ich das nicht? Und wenn dich irgendwie, keine Ahnung, immer wieder das Gleiche nervt, du hörst irgendwie auf der Straße irgendjemand, oder du siehst etwas und es nervt dich. Irgendeinen Grund hat das ja, dass sie das nervt. Und dann kannst du dich fragen, will ich weiterhin so reagieren? Und da hat man Wahlfreiheit und man kann wirklich entscheiden, nein, ich möchte nicht so reagieren. Und klar ist man viel eben in diesen Automatismen, in diesen Triggerinnen, eigentlich, wenn du mal überlegst, laufen wir eigentlich zu 95% automatisch ab, weil wir uns gar keine Gedanken machen, wie, wo, was, oder? Sondern es passiert einfach. Das heisst, jemand redet, man nervt sich, man ist im Stau, man nervt sich, man fragt sich gar nicht warum. Und irgendjemand sagt etwas und du bist der gleichen Meinung, du weißt gar nicht, warum du dieser Meinung bist. Wahrscheinlich, weil du es schon oft gehört hast, im Fernsehen oder wo auch immer. Und meistens was man oft hört, glaubt man auch, ohne dass man es anschauen. Weil, sind wir mal ehrlich, wie viel gehst du wirklich recherchieren von dem, was du glaubst, das stimmt? Gehst du recherchieren oder nimmst du einfach an, dass es stimmt, weil du schon mal eine Erfahrung gemacht hast? Darum stimmt es ja dann auch für dich. Aber ob es dann wirklich so ist eine ganz andere Sache, oder? Das kann man herausfinden, indem dass man einfach mal versucht zu beobachten, was passiert, wie reagiere ich, in welcher Situation, warum reagiere ich oder möchte ich das überhaupt weiterhin, weil ich weiß, dass die Reaktion wieder quasi das Gleiche wird anziehen. Das heißt, du wirst wieder irgendwo ankommen, wo genau wieder das Gleiche passiert, dass du dich wieder kannst, gleich nerven oder gleich aufregen. Oder zum Beispiel im Stau. Du kannst dich ja fragen, im Stau, nervst du dich die ganze Zeit im Stau? Jetzt einerseits kannst du zum Beispiel auch sagen, du bist dankbar. Oder anstatt dass du dich nervst, kannst du sagen, du bist dankbar. Du hast Zeit zum Hörbuch zu hören oder zum dich weiterbilden oder was auch immer. Und das Interessante ist dann, wenn man dann anfängt, das Ganze anders anschauen und man nicht mehr sich nervt am Stau, dann muss man den Staunerv auch nicht mehr reproduzieren. Und plötzlich kann es sein, dass du das Telefon bekommst, von anderen Baustellen musst du arbeiten, einen neuen Job bekommst, dass du nicht mehr musst, durch den Stau fahren musst, dass du eine neue Idee kommst, wie bei mir. Am Anfang habe ich mich auch genervt im Stau und irgendwann habe ich gemerkt, es bringt dir nichts, versuche es anders anzuschauen. Und dann habe ich gemerkt, oder plötzlich ist mir dann die Idee gekommen, ich kann ja anders fahren. Die habe ich aber vorher nicht gehabt. Also das heisst, ab dem Moment, wo ich aufgehört habe, mich nerven über den Stau, dass ich das auch wieder reproduziere, dass ich es wieder muss machen, dass ich mich wieder nerven muss, also wieder in den Stau muss, dass ich mich wieder über den Stau kann nerven. Ab dem Moment, wo ich Distanz genommen habe, habe ich auch neue Möglichkeiten bekommen. Das heisst, es haben sich neue Möglichkeiten aufgemacht und plötzlich kommt mir die Idee, ich könnte ja anders fahren. Und dann habe ich mal nachgeschaut und dann habe ich gemerkt, das andere Fahren bin nicht länger. Ich habe einfach keinen Stau mehr. Und bin über Land gefahren und konnte zufahren und habe mich nicht mehr müssen nerven.
Oder? Das heisst, ich habe mich eigentlich angefangen nicht mehr nerven und habe neue Möglichkeiten bekommen, dass ich schlussendlich gar nicht mehr in dem Stau bin. Und wenn wir uns jetzt einfach mal überlegen, ich glaube, 99%, die im Stau sind, nerven sich, weil die sich nicht nerven, sind nicht im Stau. Und das kannst du eigentlich auf fast alles, auf dein Leben kannst du das ist eigentlich ein Blueprint für das ganze Leben, oder? Das heisst auch, wie du, das, was du die ganze Zeit denkst, triffst du wieder im Aussen an. Es ist am Anfang schwierig, weil man denkt sich ja dann so, ja, keine Bestätigung, dass es so ist. Ja, die hast du, weil du hast sie irgendwann einmal gesetzt und die kommt immer wieder und du reagierst immer wieder gleich und darum kommt sie wieder. Das heißt, durch Wiederholung wird das ein ganz normaler Automatismus, wo, wo gleiche Reaktionen wieder gleiche Ereignisse anziehen und nämlich einfach in einem anderen Kleid. Bis das kannst sprechen. Bis kannst sagen so, äh, überlegt, bin ich öffentlich? Ja, ich bin öffentlich, sorry. Bis mal anders kannst reagieren und dann merkst, okay, durch das neue Reagieren kommen neue Möglichkeiten. Weil, wenn du, das ist eigentlich nichts anderes, wie wenn du deine Nudeln genau so lange kochst, jeden Tag, die gleichen Nudeln gleich lang kochst, werden sie gleich durch sein. Und das ist mit dem Leben auch, wenn du das Gleiche denkst und gleich reagierst, dann wirst du das Gleiche erleben. Es ist eigentlich ein logischer Dreisatz oder eine logische Gleichung. Und ja, und das ist, wenn man das langsam so merken, dann hat man extrem viele neue Möglichkeiten, wo man kann einfach auch mal, vor allem auch beobachten bei anderen Menschen, oder? Dass sie eigentlich auch immer wieder das Gleiche erzählen, immer wieder das Gleiche erleben. Und nur Menschen, die einmal einen neuen Weg gehen, erleben auch was Neues. Die Leute, die den alten Weg festsetzen und die alten Sachen machen, die erleben immer wieder das Gleiche. Und, und das ist dann auch der nächste Punkt. Ich denke, das ist auch der nächste Punkt. Oder? Wir haben mega Angst, zum neuen Schritt zu gehen. Warum auch immer, oder? Ich meine, ich merke es ja auch mit dem Live, mit dem Kanal. Ich meine, das ist jetzt für mich auch ein mega Schritt. Das ist jetzt ein 6. Live und ich fühle mich eigentlich sehr wohl. Es ist jetzt auch, jetzt, ich glaube, noch niemand reingekommen. Das ist auch völlig okay für mich. Jetzt, oder? Ich versuche das auch nicht an mich heranzulassen, aber viele fangen genau aus dem Grund gar nicht an, oder? Weil sie Angst haben. Was ist, wenn niemand kommt? Nachher wertet man an seinem eigenen Gefühl. Aber was mir niemand kann nehmen, ist die Erfahrung. Und die Erfahrung mache ich nicht, weil Menschen da sind oder nicht, sondern weil ich den Schritt mache. Oder? Und ich lerne jetzt noch mehr über mich. Ich lerne jetzt sogar, mich wohl zu fühlen, obwohl niemand da ist. Das heißt, was heißt das, was ich nachher ausstrahle? Ich fühle mich mit etwas wohl, obwohl niemand rum ist. Und was heißt das? Ob jetzt 1000 rum sind oder nicht, das ist das gleiche Gefühl. Und wenn ich das anfange als mein neues Normal integrieren, das kann ich sogar eben mit 0 Leuten, aber man hat halt Angst und denkt, wenn niemand kommt, wieso soll ich denn das machen? Und das wird mein neues Normal, oder? Also ich rede da, als wären schon Tausende von Leuten da und mache keinen Unterschied, ob jetzt dort 0 steht oder nicht. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich merke, am Anfang ist es komisch gewesen, jetzt bin ich beim 6. und ist gerade aktuell niemand da. Es ist aber auch ein neuer Kanal, aber es spielt mir keine Rolle, weil ich weiß, hey, ich kann aus dem Video kann ich nachher Videos schneiden. Also ich komme online, biete eigentlich etwas an, wo ich gerne möchte anbieten, dass Menschen können vorbeikommen. Wir können eben den Blick mal von außen anschauen, wir können mal zusammen das Leben anschauen, warum dass derjenige vielleicht gerade dort steht, wo er steht. Und bietet das an und gleichzeitig habe ich jetzt die Möglichkeit, obwohl jetzt gerade niemand da ist, gleich Videos zu machen. Das heißt, ich kann mich gleich wieder weiter verbreiten und alles machen, oder? Und hätte ich jetzt Angst und würde denken, ja nein, wahrscheinlich kommt niemand, mach das nicht, dann mache ich die Erfahrung nicht. Dann habe ich ja die Videos nicht. Dann habe ich auch die Option gar nicht, dass Menschen kommen können und ich dann eben, vielleicht auch wenn es nur jemand ist, oder? Schlussendlich spielt es nicht so eine Rolle, ob jetzt dort jemand in das live kommt oder nicht, weil ich habe auch Videos, die ich nachher machen kann, die ich in YouTube geben kann, die auch wieder nicht sehen. Oder? Und das sind alles so, die Erfahrungen macht man nur, wenn man es macht. Und da habe ich auch gemerkt, am Anfang dachte ich so, und eben wie lange ich mir das rausgezögert habe, ich habe mir das schon lange überlegt, oder? Und dann eben denkst du, ja, was, wenn ich nichts erzählen kann? Jetzt heute auch wieder, oder? Ich habe mir jetzt nichts, das letzte Mal war es ein bisschen komisch, weil ich mir etwas vorgenommen habe und es hat so geklappt. Die Leute haben nichts vornehmen. Ich habe gesagt, du, wenn ich nicht rede, ist es nichts. Eben keine Erwartungen. Ich habe mir jetzt keine Erwartungen gegeben und bin jetzt schon wieder 15 Minuten am Reden. Oder? Und wenn ich das jetzt anschaue, wenn ich auf 15 Minuten was am Erzählen bin, dann bin ich im Fluss und kann das dann nachher auch wieder verwenden für das Video. Darum habe ich mir da gesagt, ob jetzt jemand kommt oder nicht, das ist für mich völlig egal. Hoi Annabelle, heute bin ich allein da. Genau, aber ich richte dazu auch noch ein Hallo aus. Genau, jetzt gerade ein bisschen mit mir allein gewesen am Reden.
Aber so übt man und wird besser. Wie hast du? Genau, dann habe ich gedacht, kann ich einfach die Videos dann auch machen und ich kann sie dann schneiden. So etwa die Möglichkeit, dass die Menschen können vorbeikommen und ihre Themen stellen, wenn sie irgendwelche haben. Und sonst habe ich dann einfach auch Videos, die ich weitergeben kann. Und so mache ich mir keinen Stress und so lerne ich, oder? Und das hat alles einmal, indem dass ich es einmal angefangen habe. Aber wir haben heute so Angst überhaupt mit etwas anfangen, aus Angst, was andere denken, aus Angst, was ist, wenn nichts wird, dass ich mir das Ganze mit dem Live schon Jahre verzögert habe. Und ich bin jetzt am sechsten Punkt und habe das Gefühl so, ja, wieso habe ich es nicht schon 6 Jahre früher angefangen? Das ist jetzt mein sechster Live. Und denke jetzt so, wieso habe ich nicht schon früher angefangen? Oder? Und einfach mal im eigenen Leben zurückschauen. Wenn du dann wirklich etwas gemacht hast, ist es meistens gar nicht so schlimm, wie man sich das schon seit Monaten, Jahren, Wochen oder wie auch immer ausmalt. Und darum da einfach allen Mut zum Anfangen, Mut einfach zum einen Schritt gehen. Eben die Erfahrung kann dir niemand wegnehmen. Und selbst wenn es hinten wirst du aus der Erfahrung wachsen, weil du wirst lernen, mit dieser Situation umzugehen. Und sterben wirst du nicht, oder? Und ja, klar, es ist immer einfacher gesagt wie gemacht, aber da habe ich jetzt eben gemerkt, ich bin jemand, wo mich ins kalte Wasser muss rühren. Eben, ich habe angekündigt, so, ich bin live, oder? Dass ich einfach gewusst habe, jetzt ist es soweit. Klar, ich habe noch nicht gedacht, nein, jetzt ist es soweit. Ich habe mich natürlich nicht so gefreut. Aber wie gesagt, ich habe es dann einfach einmal, es ist mal ins Rollen gekommen. Und jetzt merke ich, es ist eigentlich immer, ja, es ist viel einfacher, als ich es mir gedacht habe. Ich habe jetzt auch wieder gemerkt, ich habe das letzte Mal versucht, mir etwas vorzubereiten, hat nicht geklappt. Ist jetzt auch wieder, oder jetzt habe ich eine schlechte Erfahrung gemacht, habe jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr Angst gehabt jetzt auf heute. Aber heute haben wir auch wieder klar gesagt, du schau, ich gucke an, ich rede, wenn etwas passiert, passiert. Wenn nichts aus mir rauskommt, ist auch okay. Und ja, und jetzt habe ich auch wieder eine gute Erfahrung. Oder? Ich habe gemerkt, wenn ich nichts vorbereite, äh, dann funktioniert es besser. Bei mir, oder? Und natürlich wäre es dann noch besser, wenn ich auf irgendetwas eingehen kann, im Chat oder was auch immer, wenn irgendjemand eine Frage hat oder was auch immer, oder eine Interaktion ist. Das tut dann ist natürlich auch noch lebendiger wie mit sich selber. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin am Anfang ich finde es ganz okay, dass ich auch gerade siehst, mal so ein bisschen mit mir selber kann reden kann. Oder einfach aus, ja, man lernt. Die Erfahrung kann dir einfach niemand nehmen, gell? Ah, was hast du nicht gecheckt? Der andere Kanal? Ja. Ja, wir haben, aber jetzt hast du es ja in dem Fall gefunden. Hm. Ängste sind so unnötig gewesen. Ja, es ist schon, meistens hat man einfach, oder man hat ja, Angst besteht ja meistens aus einer Erfahrung, oder? Ich glaube, wenn man noch gar nie, als Kind hat man ja keine Angst. Oder man geht um, läuft weiter. Man hockt aufs Velo, fährt, geht um. Die Angst besteht erst, wenn man eine Erfahrung gemacht hat. Und darum ist eine Angst meistens ein Rückschluss von etwas, wo man einmal erlebt hat. Und durch das Erleben hat man halt jetzt Angst, dass es wieder so passiert. Und darum zögert sich dann das oft raus, aber man kann die Angst eigentlich mit einer einzigen neuen Situation bekämpfen, indem dass man eine neue Erfahrung macht. Und wenn man eine Angstsituation hat und eine neue Erfahrung macht, wo gut gelaufen ist, dann schwächt es die Angst. Aber wir haben so Angst, zum neue Erfahrungen zu machen, weil wir ja wissen, wir sind gescheitert, dass wir ja, das rauszögern und viele das Leben lang gar nicht erst anfangen, sich einreden, ja, bringt ja eh nichts, bist schon genug alt, was will ich mit 60 noch mein Leben ändern, was will ich mit 50 noch auf meine Ernährung schauen, eben alles ausreden, aber ja, man hat es halt schlussendlich einfach selber in der Hand oder eben nicht. Und genau, und da habe ich auch gemerkt, Angst ist immer auf eine vergangene Erfahrung. Und die kann man nur erneuern, indem dass man neue Erfahrungen macht. Und da hindern wir uns. Eben, das Kind geht um, steht auf, rennt weiter. Wir lassen uns gar nicht erst umkehren im Erwachsenenalter. Oder? Sind umgekehrt und wollen nicht mehr umkehren. So, okay, wir sind umgekehrt, jetzt ist fertig, wir hören auf. Und 10 Jahre später macht man nichts anderes. Aber hättest du lange vergessen, dass vor 10 Jahren das Umkehren immer noch das Problem ist, dass man jetzt 10 Jahre nichts Neues macht. Und ja, es ist mega, oder ich erlebe es immer wieder.
Aber es ist dann immer noch, wenn man es versteht, ist es nicht einfach gemacht, oder? Ich meine, ich merke es auch, oder? Es geht bei mir auf, ich verstehe es, aber ich muss es ja dann gleich auch machen. Die Angst, eben die neuen Erfahrungen machen, wie jetzt auch mit dem Live-Gehen, das ist auch, ich habe das Jahre rauszögert, oder? Jetzt im Nachhinein ist es natürlich einfacher zum Erzählen, weil ich es jetzt gemacht habe und wieder merke, ja, hätte ich eigentlich schon viel früher können. Und ja, aber so kann man, so kann man den Leuten Mut zuschicken, oder? Dass man es einfach macht. Ah, du bist auch am Videos machen? Äh, ja, ich bin jetzt eigentlich sehr froh, dass es so ist. Mit dem Live auch, oder? Ich rede ja auch so in die Kamera. Was ich noch mehr Mühe habe, ist einfach ein Video drehen. Also mir fällt es jetzt einfacher, äh, einfach so in die Kamera zu reden, weil ich bin ja live. Irgendwie geht das einfacher, aber so selber jetzt die Kamera anstellen und das Video machen, da habe ich bis jetzt extrem Mühe. Und ich bin jetzt auch froh, habe ich für mich wieder Weg gefunden, weil ich will ja was weitergeben, aber irgendwie schaffe ich es nicht, die Kamera anzumachen und einfach reinzureden. Ich habe 2, 3 Videos habe ich gemacht, mal im Auto. Das war dann gut gewesen, an dem, im Auto innen, das hat irgendwie funktioniert, aber sonst, oder, dass es so auf Knopfdruck, das fällt mir persönlich extrem, also auf Knopfdruck etwas haben ist schwierig, darum fange ich ja gar nicht erst an. Und jetzt so mit dem Live ist wie so, die Kamera läuft und los geht's. Und so bin ich gerade mega froh, weil eben ich kann aus dem Ganzen kann ich auch Videos machen. Oder? Das heißt, ich muss mir nicht überlegen, was erzähle ich für ein Video, sondern ich gehe einmal live und kann es nachher nochmal anschauen und habe dann eigentlich, kann Sachen rausschneiden. So wie ich es jetzt auch gerade mit dem ersten Video, das ich jetzt auf den Kanal geladen habe, das habe ich auch so, ist aus einem Live, ich glaube sogar aus dem, wo du auch dabei gewesen bist. Und da bin ich grad mega froh, weil ich kann einfach das nochmal durchschauen, sehe nochmal, okay, wo kann ich mich verbessern, wo ist nicht so gut, was kann ich anders machen. Und kann das einfach rausschneiden. Und habe aus dem einen Video habe ich, glaube ich, irgendwie 7, also im einen Live habe ich 7 Videos können schneiden. Und das macht es mir auch einfacher. Das heißt, ich habe jetzt auch gar nicht so den Stress. Und das ist mir auch wichtig, oder? Weil ich nicht nur Zeit habe zum Videos zu machen. Das ist mir auch wichtig, dass ich jetzt irgendwie wie weiss, hey, ich kann einmal live gehen. Und bis jetzt ist es eigentlich so gut gegangen, dass ich für eine Woche, sicher für eine Woche Material habe. Und auch das jetzt, ich kann auch, bevor du jetzt gekommen bist, schon ein bisschen etwas können erzählen. Aus dem kann ich auch schon wieder irgendwas rausnehmen. Und ja, da bin ich mega froh, dass ich das so gefunden habe. Oder nicht muss andrücken und so, was erzähle ich jetzt? Weil eben das vorher überlegen ist für mich noch schwieriger. Es geht noch weniger. Die Zora kann das super, oder? Die hat im Kopf schon ihre, das machen wir, speichert es ab, kann auf die Kamera reinreden, es funktioniert, oder? Ich so, was kann ich erzählen? Fällt mir nichts ein. Und wenn mir mal etwas einfällt, kann ich es mir wie nicht abspeichern. Auch wenn ich es mir irgendwo notiere und es wieder rufe. Es ist so, bei mir funktioniert es mehr einfach so aus dem Affekt raus. Und ja, da sind wir alle ein bisschen verschieden. Und oder, aber ich merke es auch, die Zora braucht so äh, ihre Ordnung für den Ablauf. Und ich habe eine Ordnung, macht mich durcheinander. Oder? Und sie ist eher nervös, wenn sie einfach anhocken und reden. Und ich bin eher nervös, wenn ich einen Plan sollte übergeben. Ja, ja, Vitallogs. Mhm. Ja, aktuell sind nur wir zwei da, glaube ich. Im Dings. Steht auf jeden Fall gleichzeitiger Zuschauer jemand. Bin ich sehr dankbar, dass du da bist. Tun wir ausrichten. Tun wir gerne ausrichten, danke. Mhm. Ja, ich weiß eben auch nicht, bei YouTube habe ich auch gesehen, dass sie sagen, bis 1000 Abonnenten tun sie mit dem Livestream sind sie vorsichtig und tun es nicht so weit raus. Und ich habe, glaube das meiste, was ich hatte in einer Stunde, wo Leute vorbeigekommen sind, sind um die 18 Stück gewesen, aber nie viel aufs Mal. Aber eben für mich ist das grad völlig okay, weil ich bin auch noch im Lernen und alles. Aber ja. Die Nela, sie ist ja glaube ich auch da gewesen, wo du dort bist. Sie ist 3 Mal schon vorbeigekommen. Ich konnte schon 3 Mal mit ihr können reden.
Bei ihr bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob sie da auch verstanden hat, dass ich jetzt auf einem neuen Kanal bin. Weil auch wie Zora macht ja Gesicht lesen und ja, wir haben ja mit unserem alten Kanal eigentlich mit Auswandern Sachen angefangen und wir sind dann gar nicht ganz sicher, ob wir den Kanal durch den vielen Wechsel, ob der gar nicht ganz nachkommt. Darum haben wir uns jetzt auch entschieden, dass wir mal etwas Neues machen und auch, wir haben auch gemerkt, wir sind so viel miteinander über den ganzen Content und so am Reden, wo auch extrem viel Zeit eingenommen hat in unserer Beziehung und auch zu Reibungen zum Teil gekommen ist oder wegen hin und her und alles. Und darum haben wir jetzt auch, das ist auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir versuchen jetzt mal Trend, das heißt, also Trend in dem Sinne, dass ich meinen Kanal habe und Zora ihren Kanal. So kann ich auch einfach mal etwas aufladen und muss nicht, also habe nicht noch Zora im Hinterkopf mit was vielleicht für sie alles noch ein bisschen wie, wo was und sie genauso. Und das ist auch entlastend, weil wir haben schon gemerkt, dass wir haben Homepage neu angefangen, Schulen gemacht, die Social Media Kanäle, wir haben äh, Instagram bespielt, YouTube bespielt, TikTok bespielt, Threads bespielt, Facebook bespielt und mir ist es einfach zu viel geworden und ich habe jetzt auch gesagt, ich konzentriere mich jetzt auf YouTube. Ich weiß jetzt nicht, ob es gegangen hat. Und ich habe mich jetzt einfach gesagt, ich konzentriere mich auf YouTube, weil eben, es gibt mir eine gewisse Sicherheit, auch mal können abstellen, weil ich bin dann die ganze Zeit in meinem Kopf am Überlegen gewesen, wie sollen wir es dort machen, wie kann ich da machen, dass es mehr Leute erreicht und das ist so, also ich habe wirklich gemerkt, das ist mir, ich habe viel Energie, also ich sage jetzt mal an die körperliche, an die physische Energie ist mir nicht gegangen, aber geistig bin ich schon eher ja, sehr viel gereizter gewesen und alles und ja, und es fühlt sich jetzt auch viel beruhigender an, weil man weil ich einfach weiss, hey, ich habe jetzt ein Content, den ich bespielen kann. Wenn ich mal nicht mag, ist es okay. Ich muss nur für mich mitdenken. Und ja, und die Überlegung haben wir eben auch schon gehabt, weil wir haben den Kanal angefangen gehabt mit Auswandern und dann auch mit dem Garten und alles zeigen. Und das ist auch etwas Schönes. Oder? Wir haben dann gemerkt, gehabt, wenn wir dann mal Freizeit hatten und im Garten gehockt sind und irgendwie etwas umpflanzt haben, dann haben wir eigentlich keine Lust gehabt zum Video zu drehen, weil wir mal haben wollen, zur Ruhe kommen und gleichzeitig haben wir uns dann nachher ja, schlecht gefühlt, dass wir jetzt kein Video gemacht haben. Und das ist dann auch mal einfach ja, die Intention gekommen, wenn wir ja schon mal Ruhe haben, dann müssen wir ja nicht auch noch dort noch Videos machen und darum haben wir dann den Kanal dann auch mehr jetzt gewechselt auf das, wo er vorher war, wo wir zusammen auch Videos machen wollen. Oder eben so, durch Erfahrung lernt man, was ich vorher erzählt habe und dann muss man halt einfach dann auch ja, anschauen, wie es einem gut tut. Und ja, und dann haben wir eben auch gemerkt, dass wir den Kanal mehr zu dem machen, was wir auch anbieten. Eben Zora ist schon Gesichtsleserin, sie bietet das auch an. Sie hat auch auch ein Gratisangebot, ein Speedreading, wo sie 3 Talente liest und das sind die Leute auch immer hin und weg. Oder? Und ich glaube, die Auftrennung ist so auch nicht schlecht. Und ja, aber das heisst jetzt nicht, dass wir niemals mehr etwas zusammen machen, aber ja, mal ein bisschen, ja, ein bisschen Distanz so eben, dass man nicht jeden Schritt muss miteinander anschauen, was jetzt in Social Media passiert. Oder? Ist für mich vor allem eher, ich glaube, für mich ist es mehr anstrengend gewesen, das alles müssen so für 2 anschauen wie jetzt für die Zora. Hm, aber ja, haben wir das einmal so entschieden, dass man das mal so startet und wer weiß, gell? So hat das Spaß gemacht, die Videos, die wir zusammen gemacht haben, die haben uns auch Spaß gemacht. Wenn's, wir sagen niemals nie. Und wie es kommt, man sollte einfach flexibel bleiben. Mhm. Ja, 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 wir haben dann eben auch gedacht, besser, dass wir mal im Garten auch ein bisschen zur Ruhe kommen, wie dass wir uns die ganze Zeit dann nachher schlecht fühlen. Und dann ist jetzt eben der gleiche Gedanke auch gekommen mit dem Social Media, dass wir vielleicht ja mehr beide ein bisschen unseren Raum haben, wo man nachher, ja, wo es auch gut ist, wenn einer gar nicht mag, weißt du, wo wir wirklich auch nicht müssen, die ganze Zeit irgendwie etwas abklären. Und unser Wunsch ist ja wirklich was Grosses, ein grosser Garten und genau, wo wir dann wirklich auch können, Selbstversorgung und alles, das ist alles auch noch unser Plan. Und ob es dann vielleicht irgendwann einmal ein Video gibt, weiß ich nicht, aber vorerst haben wir gesagt,
ja, die sind dann noch, also, weißt, das ist dann auch noch in die Produktion gegangen. Ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast. Wir haben auf einem anderen Kanal, wir haben sie nicht mehr, wir haben sie noch drauf. Also du findest sie noch in den Playlists. Also wenn du auf dem alten Kanal gehst, schauen unter Playlists, du siehst noch unsere alten Videos vom Auswandern und vom Garten. Wir haben sie halt einfach nicht mehr aktiv in der Hoffnung gehabt, dass YouTube uns anders versteht. Aber wir haben die Videos dort gelassen. Wir haben die dann einfach quasi unsichtbar gemacht für den Algorithmus, also für YouTube, dass er sie nicht mehr sieht, dass er uns hoffentlich anders ausspielt, aber immer noch sichtbar für die Menschen. Aber man muss halt wissen, dass man über die Playlist die findet. Dort haben wir, ja, haben wir noch die Sachen. Mhm. Ja, und du machst du Luftakrobatik? Ist das richtig? Habe ich das richtig gesehen? Was für ein Laden? Entschuldigung, was für ein Laden jetzt? Wenn ich den Laden noch hätte, hätte ich schon angeklopft bei Zorantier. Welchen Laden? Bis zu Corona, ja, dort ist, ja, ist dort, hast du nachher nicht mehr können auftreten, oder? Hast du einen Laden gehabt in der Schweiz? Du musst ein bisschen ausholen, das ist mir ein bisschen, hast du das schon erzählt gehabt? Mein Gedächtnis ist in so Sachen nicht das Beste. Aha, und dann, ja, okay. Ja, das ist schon eine Zeit gewesen. Das ist schon eine Zeit gewesen. Ich sage jetzt so im Nachhinein eben, ich habe gemerkt, dass das Leben irgendwie immer für mich ist. Und so im Nachhinein eben, wäre das mit Corona nicht gewesen, dann weiß ich nicht, ob wir jetzt auch live und online, weil das hat ja immer mehr auch auf Online-Sachen umgestellt und für uns natürlich jetzt mit der Reichweite so ein Sagen. Aber ja, es ist halt dort es ist schon auch eine mühsame Zeit gewesen, muss ich sagen. Auch für uns, ja. Dort bin ich an der Homöopathie-Schule noch gewesen. Ich habe noch 3 Jahre Homöopathie studiert. Die habe ich dann aber abgebrochen, weil es mir einfach eben zu viel war, das mit dem ganzen Lernen. Ich bin intuitiv, was gerade aus mir rauskommt, will. Und sobald es darum geht, was lernen, da bin ich eher nicht so der freudig. Und ich hatte dort Glück gehabt an der Schule, dass bei uns klar gesagt hat, nein, machen wir nicht. Wir tun keine Pflicht einführen. Wir machen alles online. Und unsere Schule hat dann komplett auf online umgestellt und wir haben dann alles können online an die Schule gehen. Jetzt muss ich schnell nachschauen, da kommen wir nicht ganz. Nächstes Mal ein bisschen anders machen mit Chat. Wenn ich den Chat anschaue, muss ich immer da rüber schauen. Das ist ein komisches Bild. Muss ich das nächste Mal ein bisschen besser machen. Äh, mm. Also ich komme jetzt ja ganz raus. Sein Hauptjob war im Ladenschaft. Was haben wir noch? Uiuiui. Musst vielleicht schnell einen ganzen Satz schreiben, irgendwie verstehe ich es nicht. Mal kurz sagen, du hast in einem Laden geschafft oder ist dein Hauptjob gewesen, Luftakrobatik bis Corona? Wie vorher gesagt hast, hättest du schon den Laden an, dann hättest du angeklopft. Dann nicht ganz. Und parallel bei Vitalox. Vitalox, muss ich mal schnell googeln, sagen wir gar nicht. Äh, Vitalox. Halux. Halux. Ist das falsch? Ist da dann?
TV-Sender ist das. Mhm. Mhm. Okay. Ja, und jetzt ist auch noch, ist die Idee nochmal, dass du nochmal Luftakrobatik machst? Oder ist es jetzt wie der Zug abgefahren? Oder ist es einfach auch zu viel Aufwand für... Sicher auch nicht einfach. Da finanziell ist es glaub, nicht ganz so einfach, oder? Ich habe einen Kollege von mir, hat eine Freundin gehabt, die auch im Dings geschafft hat, die ist auch an Bücher. Bücher hat sie geschafft. Oder turnt und ja, sie hat glaube auch, sie hat, ist dann in Amerika hat sie irgendwas gemacht, so eine Schule. Aber ich glaube nicht ganz so einfach, oder? Stelle, ja, sagen wir einfach Stelle. Stelle bekommen in einem Zirkus oder wo auch immer. Oder? Das sind sehr begehrte und nicht viel Platz. Ja, okay. Hotline. 20 Jahre ist viel. Cool. Ja, und jetzt auch im Garten in dem Fall unterwegs. Aber du bist in dem Fall jetzt, du bist in Deutschland daheim oder in der Schweiz? Ja. Eh. Aha, ja, das Schweiz 5 ist eine Sendung. Okay, 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 sorry, sorry. Ja. Jetzt habe ich gemeint, du meinst Schweiz 5. Ich habe gemeint, du hast dich verschrieben gehabt. Schweiz 5 ist eine Sendung. Aha, okay. Jetzt, ja, Fernsehen, ich habe einen, aber puh, das wäre es dann auch schon. Ja, interessante Sache, ja. Aber ich habe mich jetzt entschieden, dass ich das Letzte, was ich jetzt noch gemacht habe, ist psychologischer Berater. Aber ich bin wie fertig mit Ausbildung. Ich habe keine Lust mehr zum Ausbildungen machen. Das Einzige, was wir noch anschauen, ist Prana Healing haben wir noch gemacht. Basic-Kurse, wir dort noch was weitermachen, also mehr noch mit energetisch etwas. Aber mehr, wo ich dann auch wirklich, wo ich selber kann etwas machen. Aber alles, was ich mir muss in den Kopf reinbiegen, habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Weil das, was mir Spaß macht, ist wie, braucht es wie keine Ausbildung dafür, oder? Es ist nicht Neville Goddard, der etwas sagt mit dem Gesetz der Annahme, oder? Und ich erlebe eigentlich, dass alles was man erlebt, äh, durch sein Denken herbeiführt. Und seit ich das mehr beobachte, merke ich, ich brauche eigentlich gar nichts. Und bei der Ernährung auch, ja, oder? Man kann sich dumm und dämlich streiten, aber äh, ich glaube, auch da ist es eigentlich ziemlich eindeutig, wie man sich ernähren sollte. Es kann ein gutes Buch vom Wallace D. Waddle, warte, ich suche das kurz. Wallace D. Waddles. So, nein, der heißt äh, ähm, Hirnzelle. Ja, das ist das, was ich meine, oder? Darum tue ich gar nicht gerne lernen, weil Sachen, die ich gestern gewusst habe, habe ich heute vergessen. Ich habe in der Schule, in diesen 3 Jahren, habe ich etwas erarbeitet. Gehabt. Ähm, und es ist dann, ich glaube, ein Jahr später nochmal gekommen und ich habe es nochmal erarbeitet. Ich habe es dann am gleichen Ort auf meinem Computer abgeleitet, weil ich nicht mehr gewusst habe, dass ich das schon gehabt habe. Und das macht einfach keinen Spaß. Und das ist auch ein Grund, warum ich eigentlich gar nicht mehr gross lernen will. Aber jetzt nicht irgendwie aus, also,
würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie Alzheimer oder was auch immer ist, sondern es interessiert mich schlichtweg nicht. Alles, was mich interessiert, speichert es halt ab. Und bei mir war die Überlegung, mit Homöopathie ausbilden, weil ich hätte können, in der Homöopathie, vor allem in der Schweiz, darfst du oder kannst du recht viel äh, Eigenes in die Therapie bringen. Und ich hätte es wie können über Krankenkassen abrechnen. Und das war eigentlich mein Hauptgedanke, gewesen, dass ich es kann abrechnen, dass ich das, was ich noch machen will, nebst der Homöopathie, zusammen mit der Homöopathie, wie ich mit den Menschen möchte reden, wie ich auf die Menschen möchte zugehen, eher über Krankenkassen kann abrechnen. Und jetzt habe ich halt nichts zum über Krankenkassen abrechnen. Aber ich habe mich nach 3 Jahren entschieden, es ist mir zu anstrengend, das zu machen, weil ich hätte die Schule, glaube gar nicht bestanden, weil alles, was ich hätte müssen, und haben mir dann gesagt, für das, was ich machen will, brauche ich in dem Sinne die Homöopathie nicht, das wäre mehr über das Abrechnen gewesen. Und ja, die Homöopathie an sich, wenn ich es so könnte lernen, dann hätte ich es fertig gemacht, aber es ist einfach, ich habe im dritten Lehrjahr gewusst, also im dritten Jahr gewusst, ich werde wahrscheinlich nicht bestehen und nicht, weil ich einfach Angst hatte, sondern einfach, weil mir nichts in den Kopf hinein ist. Und ja, es war auch ein Entschluss gewesen. Und es ist ja gut, eben, es hat es auch gebraucht, es war ein Weg, gewesen, wo mich jetzt auch zu dem gemacht hat, wo ich bin. Ja, ich bin dann am Schauen. Und zwar heißt das Buch Wissenschaft des Wohlbefindens von Wallace D. Waddles. Wallace D. Waddles. Die Wissenschaft des Wohlbefindens. Und zwar geht es in dem Buch, das ist 100-jährig und es geht dort darum, dass er eben Sachen, was ist die richtige Ernährung und alles, was er anschaut. Und er schaut es nicht studientechnisch an, sondern wie redet die Welt in dem Sinn. Und ich selber habe vorher schon, bevor ich das Buch gelesen habe, auch eher so gedacht, das ist für mich eher eine Bestätigung auch gewesen, eben, man muss eigentlich gar nicht Studien und alles kennen und wissen und was und tun, ist sicher alles gut. Ich will nicht schlecht reden, muss jeder selber wissen. Aber für mich ist es eine extreme Entlastung in dem Sinn, weil eigentlich ist es sehr simpel. Und die Welt ist eigentlich sehr simpel. Unser Verstand oder der Mensch muss einfach überall irgendwie etwas anhängen und ja, meine, es gibt, glaube ich, nicht mehr Meinungen, verschiedene Meinungen, wie wenn es um die Ernährung geht. Oder? Und das ist ja. Und darum finde ich das Buch sehr gut, weil es geht da auch, eben, er sagt auch, wie man richtig schläft, richtig atmet, richtig isst. Genau. Es ist halt, und es geht nicht so lang. Und ich finde, also mir hat's gut gebracht. Und da, ich merke auch immer mehr, oder gerade in der Schweiz wird gesagt, ja, du musst das lernen, das lernen, vieles lernen und nur wenn du studiert hast, bist du irgendetwas. Ja, du kommst wahrscheinlich nur, wenn du studiert hast, an diesem Ort irgendwas über, aber ich merke immer mehr, man muss eigentlich gar nie ein Studium haben, weil auch vor Jahren hat man überlebt und auch vor Jahren haben die Menschen intuitiv gewusst, wie man lebt. Ich weiß nicht, warum wir so weit weggekommen sind, aber ja, da muss jeder selber wissen. Ich für mich ist es natürlich sehr eine Erleichterung, weil ich weiß, hey, ich muss nicht noch hunderte von Sachen lernen, weil ich darf einfach mal leben. Ja, nein, ist ein sehr spannendes Buch. Er hat noch zwei andere, also Wissenschaft des Reichwerdens. Das ist auch sehr empfehlenswert und entdecke das Beste in dir. Und es ist 100, ja, der hat er vor 100 Jahren geschrieben, aber es ist aktuell wie nie, also aktuell wie nie. Das ist nicht jetzt irgendwie veraltet und es kommt meinem Lieblingsautor, am Neville Goddard, auch in die Kategorien, vor allem Wissenschaft des Reichwerdens. Ja, das ist auch sehr spannend. Mhm. Ah, warte mal, da hat schon noch so viel geschrieben. Mal gesehen, war. Hinzu ging jetzt an Shiva über, ja. Also gut passt im Sender. Oder für, für ein Interview.
Mhm. Los, mach deine Geschichte. Was habe ich erzählt? Ja. Nein, das ist auch etwas, das ich wünsche mir, dass ich schon amigs immerhin ein paar Minuten mag zurückdenken. Oder ich kann jetzt da gerade nicht, los macht deine Geschichte, ich habe jetzt gerade keinen Zusammenhang, wo das hergekommen ist. Natürlich ein bisschen kontra, wenn jemand etwas schreibt und ich auf etwas eingehe und dann nicht weiss, was gegangen ist. Nein, aber so schlimm ist es nicht. Ah, mhm. Ja, ich glaube, es ändert jetzt auch, dass bis jetzt, oder das ist auch der Grund gewesen, warum ich noch die Homöopathie machen wollte, dass ich wie einen Proof habe. Weil gerade in der Schweiz, wir sind mega Proof, geil. Oder wenn jemand von Deutschland kommt bei uns arbeiten, dann schauen wir den an mit seiner Ausbildung. Ja, der hat keine Schweizer Ausbildung. Also wir sind wirklich da in der Schweiz extrem äh, also auf die Zertifikate und Abschlüsse also geil, oder? Dass ich selber eben auch gedacht habe, ich muss jetzt so einen haben, damit dann die Leute können, mit gutem Gewissen zu mir kommen und eben auch wegen der Abrechnung, aber je länger, je mehr, es ist mir so gleich. Ich glaube, wo die Energie stimmt und schlussendlich müssen die Menschen kennenlernen und wissen, wie du fühlst, wie du denkst, wie du bist. Und dann merkt man eigentlich relativ schnell, ob ein Mensch kann helfen kann, ob der jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre Ausbildung hat oder 10 Jahre Ausbildung. Und es schlussendlich fragt auch niemand, dass Mami, hast du eine Ausbildung als Kind, also dürftest du überhaupt Kind haben, hast du eine Ausbildung? Oder aber sobald man erwachsen ist und irgendetwas machen will, alle wollen fragen, hast du die Ausbildung? Weißt du überhaupt, was du machst? Aber sind wir mal ehrlich, welche Eltern haben sich zuerst 4 Jahre wirklich intensiv geschult auf Kind, bevor sie Kind haben und haben vielleicht ihre eigenen Traumata zuerst bewältigt und haben sich zuerst Jahre mit sich selber beschäftigt, um zu sagen, so, jetzt können wir mit gutem Gewissen Kind in die Welt setzen. Aber eben, dort spielt es keine Rolle, man kann machen, was man will, oder? Aber sobald man dann wieder irgendwie möchte nur sagen, du, schau, ich hätte vielleicht eine Idee, wie du besser etwas könntest machen, dann sagt, hast du nur eine Ausbildung dafür? Ja, aber das sind, und vor allem in der Schweiz finde ich es extrem, wie man vor allem eben andere belächeln. Wenn irgendjemand aus Polen kommt, dass man das Gefühl hat, der kann nichts, so weil er von Polen ist, oder weil wir einfach die Klischees haben, wo man irgendwie auf die Menschen drückt. Aber ja, ist halt schade. Also ich finde es schade, aber ja, so kann man. Ich gebe einfach auch halt so weit, so Zeug einfach nicht erst weiter, oder? In der Energie. Und ja. Aha, also Videos, wo man dann nicht also wie meinst du wo man nachher für Geld kaufen kann oder so, mit Seminar? Ja, was ich mir will, aufbauen ist irgendein Raum, wo man so gemeinsam kann reflektieren, wo es dann auch nicht wirklich darum geht, so ich bin jetzt da und möchte erzählen, sondern wo man eben zusammen, vielleicht über Zoom, wo alle Teilnehmer miteinander, wo man wirklich miteinander kann reden, wo man auch merkt, eben, wir haben eigentlich alle, je länger wir merken, wir haben alle die gleichen Urängste, wir wollen alle nichts falsch machen, wir meinen es alle nicht böse, wir haben alle den gleichen Gagel in der Hose. Die einen tun einfach eher mal los. Also wir haben eigentlich viele Themen haben wir identisch. Und das habe ich, so etwas habe ich schon. Aber ich tue es jetzt noch nicht, wie soll ich sagen, noch nicht stark zeigen. Also wir haben einen Raum auf unserer Homepage, eine Reflexionsrunde, wo ich mal denke, mit dem Preis bin ich mir dort noch nicht sicher, wie ich es möchte machen. Aber eben so eine Reflexionsrunde, wo man uns zweimal im Monat trifft und einfach miteinander redet, oder? Wo jeder seine Themen kann bringen und ich finde, da wächst man eigentlich am meisten, vor allem, wenn man merkt, okay, man ist gar nicht allein, oder? Okay, andere haben ähnliche Probleme. Aha, die machen das so.
Und ich merke auch, wo Menschen mit ähnlicher Energie ankommen, gibt es auch viel mehr Motivation, auch viel mehr Erfolg in der Umsetzung. So einen Raum haben wir schon, aber ich kann ihn jetzt noch nicht fest, ja, also noch nicht auf Kanal oder so, weil ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn jetzt nur jemand kommt, oder? Habe mir gedacht gehabt, sobald ich an mehreren Orten irgendwie aktiv bin, kann ich auch mal ein E-Mail rausgeben oder mal wirklich die Leute aktiv darauf ansprechen, ob sie Interesse haben. Wir haben auch eine offene WhatsApp-Gruppe, haben wir, wo es auch darum geht, wo man sich einfach austauschen kann, wo auch nicht in dem Sinn moderiert ist, wo auch mit der Überlegung ist, es kann jeder reinkommen, der will. Und man darf auch eigene Werbung in dem Sinn teilen. Also, dass, wenn jemand anders ja, ein Event oder so hat oder live geht irgendwo oder irgendwas, dass man das auch teilen kann. Es ist einfach, ja, einfach ohne grosse Moderation. So eine WhatsApp-Gruppe hätten wir noch. Äh, die habe ich jetzt auch überall rausgenommen. Also wenn du Interesse hättest, kann ich dir die geben. Ich habe sie jetzt einfach auch noch nicht auf der Home, also auf dem Kanal, auf dem alten Kanal ist sie gewesen, aber auch nicht mehr. Ich habe sie jetzt einfach noch nicht positioniert, weil ja, es wirkt immer so, wenn man gerade den Kanal neu anfängt und tausende verschiedene Links sind, zuerst einmal so ein bisschen reinkommen, dass die Leute dann merken oder mich kennenlernen. Genau, aber dort sind jetzt auch erst irgendwie 5 oder 6 Leute drin, in dieser WhatsApp-Gruppe, aber ja, die ist auch am Wachsen in dem Sinn. Und ist jetzt halt nicht gross aktiv, dass dort irgendwie jeden Tag irgendjemand schreibt, aber denkt, ja, wenn er mal eine Idee kommt, eben eine Buchempfehlung, hey, das Buch habe ich gelesen, das ist cool, wenn der auch, oder ein Video von YouTube, mir einfach so einen Austausch oder mal, hey, dort hat es ein Seminar von irgendjemandem, oder Eckhart Tolle kommt, wer kommt mit, oder was auch immer, so ein bisschen in dem Stil. Mhm. Ja, Ideen sind rum. Wir haben auch noch Ideen mit Retreats, aber das warten wir mal noch. Mhm. Aber was ich am liebsten möchte aufbauen, das ist wirklich so eine Reflexionsrunde, wo mehrere Leute, wo man über Zoom kann, wo jetzt nicht nur so ein Weg ist. Vor allem ist es eben ein bisschen komisch, da so immer in den Chat schauen oder dort, wo man wirklich auch untereinander austauschen kann. Das ist eine Überlegung, ja, die ich möchte auch grösser aufbauen. Und es ist eben so Seminar oder ich bin nicht sicher, ob du das so gemeint hast mit Seminaren. Also Zora hat sicher Ideen für Seminar mit Face Reading. Da tut sie aber auch, da muss sie auch zuerst reinkommen. Wir haben jetzt unseren ersten Live-Auftritt haben wir am 28. Januar in der Schweiz, wo sie auch das erste Mal also wo sie auch öffentlich kann Speedreaden kann. Genau, dort haben wir unseren ersten Auftritt und dann sind eben Seminare, wo muss ich kurz nach, das ist in der Schatz, wo ist der Auftritt? Seminar? Äh, wo ist das? Wie heißt es? Ich vergesse immer den Namen. Quartierzentrum. Quartierzentrum. Ah, das Schütze. Das ist am 28. Das ist in Zürich, ja. 28. Januar, oder? Ah, nur so. Januar im Quartierzentrum. Ja, ja. Mhm. Was? Ja. Ja, genau, da haben wir den ersten Auftritt. Mhm. Ja, müsste sich einfach anmelden. Ich glaube, man kann einfach auch vorbeikommen.
Weil wir haben, muss ich schnell schauen, wie haben wir das? Findet man das eigentlich? Ist das ausgestellt? Ich bin jetzt eben gerade unsicher, weil es ist eine Kollegin, die dort arbeitet und die hat uns eben wie mit den Flyer geholfen und tut das gerade dort verteilen. Ich weiß gar nicht, ob der öffentlich so also öffentlich ist zum sehen. Aber sonst, man, ist jetzt einfach der Nachteil, hä? Kann ich jetzt da? Hm. Also es ist sicher auch einfach zum Vorbeikommen, aber ich weiß im Fall jetzt Zeit und alles gerade gar nicht. Sonst kannst du mir im Fall einfach, schau, wenn du mehr weißt und Interesse hättest, schreib mir doch einfach, du kannst auch auf meinem Kanal oder da, tu mir doch einfach da kurz ein E-Mail schreiben. Dann kann ich dir sonst genaueres geben, weil ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das ist gar nicht, das ist eben nicht online. Du siehst es online wie nicht, weil es ist über Flyer, wo sie selber verteilt. Weil ich habe es jetzt nicht gefunden, dass das online gezeigt ist. Kannst du mir einfach, habe ich die E-Mail richtig? Ja. Mhm. Also eben, wenn du jetzt nicht schreibst, dann gehe ich davon aus, es ist ein Nein und sonst ja, kannst du schreiben oder ich bin einfach nächsten Sonntag bin ich auch wieder online. Ich halte das bei. Genau, und das können wir auch dort nochmal oder wie auch immer. Also eben, wenn du nicht schreibst, gehe ich davon aus, dass das nicht geht und sonst kannst du gerne drauf schreiben. Dann kann ich dir genauere Sachen geben. Mhm. So, aber jetzt ist dann schon wieder eine Stunde rum, leck, das geht schnell. Für heute mache ich Feierabend. Ich danke dir vielmals, bist du da gewesen, Annabelle. Und ja, man sieht sich sicher wieder. Genieß noch den Sonntagabend und dann einen ganz tollen Start in die nächste Woche. Und auch am anderen Zuschauer, der noch da ist, schon länger, wo ich nicht weiß, wer es ist, wo es auch nicht geschrieben hat, was aber auch okay ist. Auch dir ganz einen schönen Abend. Vielleicht bis ein anderes Mal. Ich wünsche. Ciao, ciao. Du auch, merci. Ciao, ciao.